Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, diesmal zur Pressekonferenz nach der 3:1 Niederlage beim VfB Stuttgart. Gehen wir mal rein, ich bin gespannt, was wir so für tolle Aussagen hören werden. So, dann beginnen wir mit der Pressekonferenz nach unserem Bundesligaspiel gegen den FC Bayern. Ich darf die beiden Trainer hier auf dem Podium begrüßen. Richtig voll da, der Bumser. Statement bitten. Ja, Glückwunsch an VfB. Für uns war das natürlich so Sandwich-Spiel zwischen den beiden Halbfinalspielen. Wir hatten viele Wechsel und dann sofort nochmal ein Wechsel und Behandlungspausen für Eric Dier und Rafa Guerreiro. Erste Halbzeit war nicht gut, VfB war gut, hatte viel Ballbesitz, zu viel Ballbesitz, wir hatten zu viel Ballverluste und auch im Zweikampfverhalten und in der Griffigkeit war das nicht gut genug. Zweite Halbzeit war ein bisschen besser. Erste Halbzeit haben wir einen Elfmeter gekriegt und eine große Chance im Grunde von Choupo. Zweite Halbzeit waren wir besser, haben weniger zugelassen, keine großen Chancen zugelassen. Aus meiner Sicht selber 3, 4 große Chancen gehabt im Umschalten. Dann ist natürlich ärgerlich, dass wir am Ende dann noch ein Tor kassieren am zweiten Pfosten und die innere Bahn aufmachen, aber okay. Das ist jetzt heute so, wenn es irgendeinen Tag gab, an dem wir das so schnell wie möglich abhaken sollten, dann ist das natürlich heute. Wir werden jetzt, sobald wir im Bus sitzen, daran denken, was wir am Mittwoch brauchen und wie wir uns am besten vorbereiten. Glückwunsch an VfB und weiter geht's. Ja, ist ja, was ich auch gesagt habe. Was willst du jetzt? Wir könnten richtig reingehen. Wir könnten richtig reingehen in die Leistung. Das war teilweise katastrophal. Aber Leute, bleiben wir auf dem Teppich. Wir können gerne das Spiel gegen den VfB Mittwoch nochmal zum Thema machen. Wenn wir Mittwoch so eine ähnliche Leistung zeigen sollten, dann kann man das zum Thema machen. Sollten wir uns Mittwoch den Arsch aufreißen und jeder 130% geben und man das Gefühl haben, jeder ist auf dem Punkt da. Alles gut. Ja, dann musst du halt einfach mal so ein Spiel jetzt hinnehmen, wie du es jetzt hattest. Natürlich ärgerlich, dass es ausgerechnet dann gegen den VfB so war, dass der VfB zwischen den beiden Halbfinalspielen da war. Aber dann ist das einfach so. Vielen Dank, Thomas Tuchel. Dann machen wir mit Sebastian Hoeneß weiter. Ja, danke für die Glückwünsche. Ich sehe es ähnlich. Aus unserer Sicht war die erste Halbzeit sehr gut. Eigentlich habe ich da nur den Elfmeter, der uns auch so ein bisschen den Stecker gezogen hat. Wir hatten Kontrolle, hatten auch einige aussichtsreiche Situationen. Ja, da ist viel aufgegangen. Zweite Halbzeit war es ein offeneres Spiel. Ja, und ich habe auch mehr klare Strafraumsituationen gesehen, gerade nach Umschaltsituationen. Das hat mich so ein bisschen an das Hinspiel erinnert. Da waren wir ein bisschen zu gierig, gerade in der Anfang zweiter Halbzeit, ein bisschen zu früh, zu hoch attackiert. Wurde aber auch dann wieder besser. Und dann hatten wir auch noch mal mit Dennis, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit. 1, 2 Situationen, wo wir den letzten Pass nicht gut spielen. Ja. Aber am Ende haben wir dann das Ding noch auf unsere Seite gezogen, worüber wir richtig glücklich sind, weil das bedeutet, dass wir es jetzt aus eigener Kraft geschafft haben, in die Top 4 zu kommen, die berechtigen, in der Champions League zu spielen. Und das war für uns das große Ziel heute. Und das haben wir geschafft und das macht uns alle sehr, sehr stolz. Dankeschön. Sebastian, vielen Dank. Dann kommen wir zu euren Fragen. Frank Linkesch beginnt. Frage an Herrn Tuchel. Können Sie zu Rafa Guerreiro und zu Eric Dier was sagen? Und inwieweit beeinflusst das diese ganze Personalsituation auch ein bisschen Ihre Pläne und Aufstellung für den Mittwoch? Weil Sie haben ja doch einige Spieler, wo man schauen muss, können die 70, 90 oder 120 im Zweifel spielen? Es ist genau so. Also wir machen mittlerweile mehr Mathematik in den Medizinersitzungen als alles andere. Die Medizinersitzung jetzt vorm Spiel war der 60, der 30, der eventuell 60, den müssen wir abwarten. Der gar nicht, der kommt am Montag zurück. Das ist die Situation. Rafa Guerreiro ist mit Krücken raus, deshalb das ist natürlich ganz bitter, weil er ein paar Minuten jetzt gekriegt hat, um am Mittwoch bereit zu sein. Eric Dier haben wir dann irgendwann, da war es irgendwann genug, der wurde getackert und dann die Kopfballabwehr auf der Linie, dann ging die Wunde auf. Hat noch ein bisschen Oberschenkel gespürt, schon vorm Spiel, aber das war nicht der Grund. Irgendwann war es dann genug, habe ich gesagt, kein Risiko mehr. Haben wir natürlich das nächste Risiko genommen, weil Upa eigentlich maximal 30 spielen sollte, aber okay. Ja, es ist ein roter Faden durch die Saison, leider. Da sollte man sich vielleicht auch mal in die eigene Nase packen, mal so.
Aber es liegt ja nicht am Training. Auf gar keinen Fall. Jetzt müssen wir mit dem nächsten umgehen. Marta Delikt hat zu Hause individuell trainiert, wird morgens erst in Mannschaftstraining gehen und dann werden wir sehen, ob es eine Reaktion gibt oder nicht. Es geht 3 Tage darum, uns vorzubereiten und am Mittwoch hoffentlich den letzten Schritt zu gehen ins Finale. Nächste Frage von Felix Arnold. Ja, hallo Herr Hoeneß, erstmal Glückwunsch zum Sieg. Sie haben jetzt nach dem Spiel Ihr Versprechen eingelöst, waren auf dem Zaun oben. Wie war das für Sie, als die ganze Kurve Ihren Namen gerufen hat, Sie da aufgefordert hat, hochzugehen, und wie war es dann am Ende auch oben? Es war auf jeden Fall so, dass ich da nicht mehr rauskam aus der ganzen Nummer. War jetzt nicht zwingend geplant, um ehrlich zu sein. Ich habe ja gesagt, das mache ich dann spontan. Meine Performance war auch nicht die beste, denke ich. Ich war ein bisschen überwältigt. Es war schon großartig, da in die unendlichen Gesichter zu schauen, die alle gestrahlt haben, die alle richtig glücklich waren. Das war ja ein einmaliges, ein großartiges Gefühl. War aber dann auch wieder froh, als ich dann wieder runtergestiegen bin, weil ich, und das meine ich wirklich so, finde, dass die Mannschaft einfach all den Support verdient hat, all die Anerkennung, was die jetzt geleistet haben, auch in den letzten Wochen, und das möchte ich einfach nochmal hervorheben. Da war Druck drauf, weil viele von euch und natürlich eigentlich auch die Fans, was ein Stück weit auch nachvollziehbar ist, eigentlich nur noch von Champions League gesprochen haben. Aber Woche für Woche hat Leipzig, Dortmund hat ihre Spiele gewonnen. Und da ist dann auf einmal, obwohl wir eigentlich schon da hätten sagen können, hey, die Saison es hat alle Erwartungen übertroffen. Auf einmal ist da eine Drucksituation entstanden, mit der die Mannschaft einfach überragend gut umgegangen ist. Und deswegen gebührt ihnen all die Anerkennung, und sie muss nach vorne, sie muss in den Mittelpunkt, das ist meine totale Überzeugung. Nochmal eine Nachfrage. Und mit dem Trainer haben wir uns gar nicht beschäftigt. Hut ab. Ja, noch eine Frage zu Leonidas Stercio. Ich fand, dass er heute unabhängig von seinem Tor ein super Spiel gemacht hat, sehr aufmerksam verteidigt. Vielleicht können Sie da nochmal was dazu sagen, auch weil es ja sein erstes Bundesligator war. Ja, ich glaube, da hat man sehr viele lachende, wenn nicht sogar teilweise ungläubige Gesichter bei uns auf der Bank gesehen. Ungläubig, weil er jetzt nicht dafür bekannt ist, auch im Training super viele Tore zu machen. Lachend, weil es jeder ihm total gönnt. Er ist ein großartiger Charakter, der einen schwierigen Saisonstart hatte. Aber ist auch schön, dass man dann so ehemalige FC Bayern-Talente beim VfB Stuttgart performen sieht. Ja? Sollte man sich auch mal in die sich das jetzt alles total erarbeitet hat, in jedem Training sich peu à peu enorm weiterentwickelt hat, und deswegen auch für ihn freut es mich ungemein, und ich sehe es genauso. Er hat ein tolles Spiel gemacht, hat jetzt in Leverkusen gut ausgeschaut, zweite Halbzeit in Dortmund ausgeschaut, heute gegen die Bayern, also das ist dann schon die oberste Schublade, und deswegen ist es enorm, was der Junge jetzt in der Kürze der Zeit an Entwicklung genommen hat. Direkt nebenan, genau. Herr Hoeneß, Maximilian Ott vom Reuliger Generalanzeiger. Ein Kommentar vielleicht noch zu Silas. Konnten Sie schon mit ihm sprechen oder haben Sie schon mit ihm gesprochen? Und wenn ja, ist ihm womöglich nach den für ihn vielleicht nicht ganz einfachen letzten Wochen ein Stein vom Herzen gefallen? Silas, bestimmt. Ich habe ihn direkt mehr oder weniger aufgesucht auf dem Platz, weil es mich gefreut hat für ihn. Klar, war es nicht so einfach. Er hätte gerne mehr gespielt. Trotzdem, und das habe ich ja auch immer wieder betont, ist er klar geblieben, ist lachend ins Training gekommen, was bei ihm immer ein Indiz ist. Hat er ein einmaliges Lachen, und das hat er sich beibehalten, und dann kommt so eine Situation eher zustande, davon bin ich fest überzeugt, und heute hat er natürlich mit der Vorlage, die überragend war, und dem Tor bewiesen, dass es wichtig ist, dran zu bleiben. Gut, dann sind wir durch mit der Pressekonferenz. Ja. Danke. Gut, dann sind wir durch. Ja, was soll man groß sagen? Ja, ich denke, Tuchel hat alles gesagt. Ich gehe da 100% mit. Wir können das ganze Spiel, wenn es nötig sein sollte, nach Mittwoch nochmal in einem anderen Licht betrachten. Aber vielleicht ist es auch nicht nötig. Ja, wenn wir am Mittwoch 110% da sind, jeder Spieler, der heute schlecht performt hat, 100% da ist, sich einen Arsch aufreißt. Unabhängig mal vom Ergebnis. Ja, nochmal, es ist menschlich. Zwischen zwei so Spielen, wo du, aus unserer Sicht um die goldene Ananas spielst, auch wenn es der Südgipfel ist, natürlich, ist es einfach menschlich, dass da dann vielleicht die letzten Prozente fehlen. Ja. Und der Fokus muss auf Real liegen, das ist für mich völlig fein. Und von daher, gehe ich Komfort.
Heute rot-weiße Grüße gehen raus. Wie immer, vielen lieben Dank für euren Support. Haut rein. Bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.